Haut 29. Sonntag am Joreskreis begräßen ich aus der Kirche vu Reisa, méiwer dro vunheit Sondes Mass. Et singt Choral Saint-Cécile Reisa Krautem. Dirigentin ass Marguerite Thomé Schmidt, Organist de Marc Löwen. Hier spielt als Entrée Sinfonia 3 in D-Dur vum Bach. Duno sangemer Cantate Sing Joy vum Martin Amok. E Kyriale vum Jerry Estes, Liebster Jesu, Laudate Dominum 90, Alleluia vom Rodenburg, Non Nobis Domine vom Albrecht, Festival Sanctus vom Johnson, Ich will den Herrn loben vom Golombek und als Schlusslied dir vom George Hughes. Döchel spielt als Sorti Präludium A-Moll vom Buxtehude. Des Mass als Covid-Check-Manifestation ugemeldet.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Reiser an der Kirche, a leif alle Gur, die da iwwer Medien ma dais verbunden sieht. Haut op den Dach feiere man net nimmen, damit ich mat enger Bischofsmass 400 Joer Konsekration vun eiser Kathedral, der aller Jesuitenkirche. Haut fängt doch an eiser Diözes die sogenannten synodalen Prozess un, die vom Papst Franziskus weltweit lancéiert gin ass, an den ammünde soll an d Bischofssynod von 2023 zum Thema Synodalität oder Synodalkirch. Wer das dat? Et geht lo an Hai en Konsultationsprozess, den all Gedeeften sowohl persönlich wie gemeinschaftlich abbezieht, an der dann allen Diözesen von der Weltkirche. Ob Gottes Geist will man lauschteren an discernieren, wat diesen Ablack Zeichen von der Zeit, dat heißt die größte vielen Herausforderungen für eis Kirch sind. Dream, Visionen, Hoffnungen sollen ausgeschwart gehen, Vertrauen abgebaut, Ablessen geheilt gehen. E spirituelle Weg von Bekehrung an Erneuerung, l'art de la rencontre et de la fraternité. Dat wird uns die nächste Main an de Paaren an de kirchliche Resoen beschäftigen. Mit der synodaler Demarche als gemeinsame Weg von Volk Gottes an Hierarchie will man zusammen eng Zukunft gestalten, wo die Kirche mit der Kraft von Gott hier Morosität, hier Flemsigkeit überwindet, für mehr partizipativ, mehr kollaborativ, relational, und damit mehr authentisch erlebig zu gehen. Eine kleine Revolution am Sinn vom Evangelium. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, eis all als Schuld nolosen, als ein ewig Liewe schenken. Amen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du bist unser Herr und Gebieter. Mach unseren Willen bereit, deinen Weisungen zu folgen, und gib uns ein Herz, das dir aufrichtig dient. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Der Herr hat Gefallen an dem von Krankheit zermalmten. Wenn du Gott sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Wort des lebendigen Gottes. Der Menschensohn ist gekommen, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu Jesus und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein.
sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, Herr als Herr, a Max als Max. Ob Schule, Betrieb oder Regierung, d'Froh, wie ein Sohn huet, stellt sich überall. Aber überall stellt die Froh sich ein bisschen ernst. Mir egal wie, ob es zu Sohn hun, ein Betrieb auffeiern, Lieder singen, Trabe rupklammen nach Spitze Poste bekleden, dat get ugestrieft, da das Gesicht, solange wie die Firma oder die Organisation gut durchsteht und nicht an eine Krise gerät. Die beiden Jünger von Jesus, der Jakobus und der Johannes, streben ihrerseits noch Spitzenposten. Sie wollen links und rechts von ihm aus seinem Reich sitzen, nur beim Murchtzentrum. Sie wollen matreden, regieren, bestimmen, sich sonnen am Glanz und am Prestige vom Chef. Des Privilegien wollen sie sich an Zeiten von ihm bestätigen, aufsehen lassen. Die beiden Jünger sind noch bereit, einen hohen Preis dafür zu bezahlen. Der Jesus reagiert Sprock, da sind sie platt. Die 10 anderen Jünger kriegen los Wand, von denen 2 Streber ihrem Größen waren, regen sich drüber ab. Wir gibt das nicht. Die 2 Sätze bei ihrem Vierpreschen die Freundschaft mit denen 10 anderen auf das Spiel. Aber wenn wir ehrlich sind, wollte nicht schon so mancher auch von Eis einmal, dass es so lebt, wie wir es ausgetüftelt haben. Wollten dabei das Beste für sich an ihre Familie herausschlagen, auch von anderer, vielleicht sogar Freund, dabei an der Schiert Gestalt oder eventuell sogar übertölpelt goven. Die Versuchung, Murcht von einer Leitungsposition oder die Murcht vom Geld zu seinen eigenen Gunsten anzusetzen, die Situation auszunutzen und dabei andere zu benachteiligen, als allgegenwärtig. Zur Zeit von Jesus war Herrschaft am Murcht gleichbedeutend mit Missbrauch. Murcht, Missbrauch. Du weinst übte Jesus radikal Kritik unter Herrschaft erseht, bei euch soll es nicht so sein. Der Jesus rekommandiert den Männern und den Frauen, sie sollen nicht an diese Kreislauf von Murcht und Herrschaft mit respektive Missbrauch heraklammen. Wenn der Jesus sieht, bei euch aber soll es nicht so sein, da riechen sich auch Eis. Wie ist es bei Eis, bei mir? Also du ahnst wie bei denen, die kut herrschen und profitieren wollen. Der Konträr wird sogar gefordert. Wie bei euch groß sie will, die soll ein Dinger sein. Aber wie bei euch den Erste sie will, soll der Sklav von den All sein. Dingen, das steht da Murcht diametral gegenüber. Der Jesus fordert das Dingen. Und hier positioniert sich selber klar auf der Seite von denen, die unter den Mächtigen leiden, an die unterdrückt gehen. Was hilft mir, frage ich mich, möglichst ehrlich aus der Haltung zu leben, die nicht an erster Linie aus Berechnung handelt, nicht zu meinem Profit, wie wo ich wirklich den anderen helfen will. Denk an einen verliebten Koppel. An einer richtigen Liebesbeziehung rechnet kein von denen beiden, ob es sich rentiert, was ihn oder sie erragget. Weil lebt unbewusst vom Vertrauen. Den anderen schenkt genau so, wie ich ihm. Es könnt zurück, was ich gehen. Lebt vom Übermaß, vom Überfluss. Die Fried und die Wohlergehen vom geliebten Mensch stehen am Vordergrund. All anderes für Berechnung, Kalkül. Natürlich setzt das Vertrauen voraus, dass ich nicht ausgenutzt bin. Am Vertrauen kann ich das schenken, ohne den Gegenwert anzufordern.
Komme wir, Leifren, nach einmal zurück bei die zwei Jünger. Sie wollen groß sein, aber bedeutend, ja die echt sein. Wie stolz sind Menschen, die sich auf der Seite von einem Großen, einem Staatsminister oder Grand Duc, einem Popst oder einem Fußballstar öffentlich weisen können. Sich am Glanz von den großen, mächtigen Sonnen, egal ob Besonnenes gelesen wird oder nicht, und dann recht an der Herrlichkeit vom Himmel, auf der Seite vom Jesus. Nur Jesus pechen, nicht von ihm weichen, jener Beschlag holen, sich an den Mittelpunkt stellen. Fakt das, die zwei haben dabei die eigentlich mit aus den Allen verloren. Ander mit sitzt Jesus Christus. Gerade hier soll doch mit Sinn den Orientierungspunkt. Gingen sie wirklich auf hier gucken und so handeln, da geben die Jüngerinnen und Jünger frei gehen von Neid, der Streben auf falsche Lebensziele. Dieser Blick müsst klar bleiben. Mit muss für den Herrgott frei bleiben. Wie das bei Eis an der Mit, wer das Menge Lebens mit. Liebe alle gut, jeder von Eis will auf einer bestimmter Platz König sein, King oder Queen. Für den Jesus also da war wichtig, die Sache mit dem König sein nach ein Kehr zu erklären. Also rieften sie all zusammen an Eis matt. Am Evangelium haut sehte Jesus, dass hier kommt as für zu dingen, als sein Leben hinzugehen, als Lösegeld für viele. Du gött hier einen heigen Maßstab für. Aus dieser Grundhaltung kann hier nimmer leben, an handeln, wellen sich vor seinem Papa am Himmel gehalen, a gedrohen wies. Wie sich mich gedrohen vor Gott. König sin heesch nicht beherrschen, an alles können, was ich will. König sin heecht am Gegenteil, stärkt weisen dadurch, dass ihn hilft und unterstützt. Wie die stärkst, am mächtigst Person gewillt, muss lehren, ein guter Mensch zu sein. Nicht Kron möchte ich königlich, mehr dein Handeln, dein Antreten für die Aner. Das ist der Schlüssel vom Königsein. Es geht den Dienst um Nächsten, auch wenn der Nächste vielleicht geografisch weit weg ist. Menschen, die unter Rand gedrängt sind, sie sollen eine echte Lebenschance kriegen und nicht permanent innen durch die Kurve fallen müssen. Nicht mein eigener Vorteil, Gewinn und Gewinnmaximierung sind prioritär. Es stellt sich aber froh, als Streben nach oben dann nicht mehr verkehrt oder moralisch fraglich. Keinesfalls. Es gibt keine Fortschritte auf Wissenschaft und Technik, kein Andämmen vom Hunger an der Welt, kein Sieg über Krankheiten, kein wirtschaftliche Relance mit Überwande vom Chômage, wenn es nicht das Streben nach oben gibt, greifen nur mal völlig. Jo, doch wie groß sie wild, wie in den Echten sie wild, darf das an den Arm von Jesus. Abstiegschancen sind auch nicht verwerflich. Man darf Streben oder spitzt, der berufliche Succès nicht verdeivelen. Auch der Jesus hat das nicht gemacht, hier ist kein Spielverdierer. Die richtige Portion Ehrgeiz, eine gesunde Ambition ist nichts Schlechtes. Wie der Jesus hat sie an ein größer Deft gefordert. Und hat hier eine Seele gehen und sie dadurch innerlich verwandelt. Autorität ausüben, indem sie in die anderen fördert und zu ihrem kommen lässt, dorums geht es. Nicht man Bagger durch eine Institution fuhren, mehr rücksichtsvoll vorgehen. Gesinnung vom Dingen ist Seele, die aller Macht an allem Herrschen angeschrieben sie muss. Das du leist vom Jesus. Domat beschreibt hier ein Gottesreich, das hier an der Welt oprichten wilt. All Volk braucht Herrschaft, so's als es nicht regierbar. Mir ob der Geist, an dem das geschieht, kündet ob der Geist vom Dingen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat auf viele Plätze auf den Dienstcharakter von der Kirche und von den Christen hingewiesen. Diesem, liebe Brüder und Schwestern, sind wir verpflichtet. Die Flamme will man neu aufhängen und beleben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Aus Solidarität mit allen Menschen wollen wir Lot zum Pap am Himmel beten. Guck ob den Kirch aus der Welt, erschenk hier nicht, Herr Gott, Heerreis. Guck ob die Mächte an der Welt, los sie sich Gerechtigkeit und Friede bemühen, Herr Gott, Heerreis. Herr Gott, guck ob die leiden, am Trauer oder ohne Erbisch sind, an hilf uns solidarisch mit ihnen zu sein, Herr Gott, Heerreis. Guck ob uns Gemeinschaft, los eisen Herz für Diana, Herr Gott, Heerreis. Lauschte ob uns Gebet, Herr Gott, an erheerdet durch den Jesus, also Bruder, an unseren Herr. Amen. Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zu Heil der ganzen Welt. Hilf uns, Herr,
dass wir den Dienst am Altar mit freiem Herzen vollziehen. Befreie uns durch diese Feier von aller Schuld, damit wir rein werden und dir gefallen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es für dich und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben. Denn du hast die Welt mit all ihren Kräften ins Dasein gerufen und sie dem Wechsel der Zeit unterworfen. Den Menschen aber hast du auf dein Bild hin geschaffen und ihm das Werk deiner Allmacht übergeben. Du hast ihn bestimmt, über die Erde zu herrschen, dir seinem Herrn und Schöpfer zu dienen und das Lob deiner großen Taten zu verkünden durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus,
Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Jean-Claude, seinem Weihbischof Leo und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir feiern des Mass für Martin Hubert, an Margot Hubert-Braun, an ihre Schwester Justine Meyers-Braun. René Hansen, Bestalt von den Operen, als Stiftung Familie Louis Schumann, Emilie Wagner. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen, komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Menschensohn ist gekommen, um sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Der Leib Christi. Lasset uns noch beten. Allmächtiger Gott, gib, dass die heiligen Geheimnisse, die wir gefeiert haben, in uns Frucht bringen. Schenke uns Tag für Tag, was wir zum Leben brauchen, und führe uns zur ewigen Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Für Segen will ich nach ein herzlichen Merci so in alle guten denen, die geholfen haben, für das Mass zu gestalten, besonders dabei als Choral von Reza Krautem mit der Dirigentin und dem Organist. Merci für die Schemass, die sie uns an Herz gesungen und gespielt haben. Und ob sie und ob uns all, wollen wir zum Schluss den Segen vom Herrgott aufrufen.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin in Frieden. Stehen.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Reisa. Den nächsten Sonntag überdrom hat Mass von Stenge fort. Und los schalten wir zurück an den Studio.